Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Jetzt gehen wir nochmal in Markus Schloss hier rein. Und wir haben ja schon erfahren, jetzt geht's hier gegen 100 Komplize. Also gegen 100 Monster müssen wir anscheinend antreten. So die großspurige Aussage von Ozzy. Und die Fledermaus, die stört mich immer noch, dass das dappige Vieh uns die ganze Zeit noch schwirrt. Ich könnte drauf wetten, es ist Markus oder einer von seiner Handlanger. Und der offenbart sich uns vielleicht noch. Tanzt, tanzt! Heute Nacht wird unser Haarführer geboren. Anna. Na, hier kommen die Opfer. Da fragt sich, wer hier das Opfer ist. Omikron hieß der Hansel. Nicht was? Da gibt's erstmal einen Wasserfall für euch alle. Nee, Quatsch, nicht Wasserfall. Was? Nee, Quatsch, das war deren Kombitechnik, genau. Eiswasser. Das war für alle. Nur die zwei. Ich bin immer gespannt, wie viel Schade das jetzt hier bei deiner Gegner reißt. Also die abberufen sind oder damit mal wirklich abberufen. Und jetzt lebt nur noch der fette Omikron hier, der den Nebel schlägt, vom Chrono dafür auf die Schnut gekloppt kriegt. Und es war wohl sein Konter. 70 Erfahrungspunkte haben wir gewonnen, 5 Tech-Punkte erhalten, 450 Gold und ein Ether ist auch noch mit dabei. Und die Fledermaus kommt auch wieder zu uns. Oh je. Lauter tanzende Skelette hier. Nur ein Narbe, der bis töten wolle, was schon tot ist. Menschen. Ja. Dann machen wir das halt auch nochmal als zweites Mal. Habe ich absolut kein Problem mit. Dann warten wir, bis die nochmal so weit sind. Das zieht für jeden nur 2 MP ab. Ich finde, hier sind bisher die MP-Kosten wirklich sehr human geregelt. Nicht in diesem Final Fantasy Schema, wo man teilweise unverschämte Summen an MP bezahlt. Sondern hier ist das alles in einem sehr niedrigen Bereich. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ach ja. Gut, hallo Fledermaus, du bist auch wieder da. Und wie schaut's jetzt hier aus? Oh. Oh, oh, oh. Bitte, helft mir. Erlöst uns an dem Elend. Die Geräusche sind immer auch geil. Okay. Dann berufe ich dich auch mal wieder ab. Gucken wir mal, ob wir nur MP sparen können. Ja, ich denke schon. Also wenn wir die jetzt einfach nur so attackieren, können wir schon ein paar MP sparen. Und die können wir auch so platt machen, hier die Biester. Ah, okay, sogar Male kann ins One-Hitter. Das sollte an sich absolut kein Thema sein. Ziehen auch ziemlich wenig ab. Insofern kriegen wir das schon hier. 294, das war ja mal ein Crit. Und eher hier Glenn, beziehungsweise Frog mit seinem Masamune hier, reißt auch schon ordentlich was. Wie soll denn meine Leiche, Freunde, vorbeikommen? Oh, wer ist das? Oh, hoppla, das wird bei einer von der Kommandante sein, oder? Sieht aber auch merkwürdig aus. Lange ist her, Sir Slush. Oh, was ist denn das für einer? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Alien aus Namek. Ah, nicht Slush, Slash. Slash hieß ich, du Schleimbeitel. Immer noch so witzig, was, Glenn? Wäre Cyrus das letzte Mal nicht da gewesen, würdest du jetzt anders retten. Du hättest da noch einer von den Knochenmännern werden sollen. Hoppenla. Slash, jetzt geht's ja schon direkt in den Bosskampf frei gegen den Typ. Angriff, Angriff, Angriff! Das ist aber sehr unangenehm. Dann machen wir doch mal ein Eiswasser auf den. Ach, wenn es normalerweise eher auf viele Gegner wirkt, mag ich mal gucken, was das bei dem Typ auslöst. Ja, aber es rechtfertigt jetzt nicht die MP-Verschwendung, würde ich sagen. Da mache ich mit dem Arcliff genauso viel Schade und ein Crit vom Masamune macht da erheblich mehr Schade. Ja, uff, du Zimpel. Aber so toll ist der jetzt auch nicht, also, na, dann können wir es so fertig machen. Boah,
Macht er immer Crit hier, oder was? Ich mag mal was testen. Mach doch mal einen Wasserfall. Bin ich jetzt mal gespannt, was das auslöst. Das ist einfach nur eine Magieattacke. So wie das in Final Fantasy 9 übrigens auch mit Vivi und mit Steiner möglich ist. Angriff, Angriff, Angriff! Wenn man Vivi und Steiner im Team hat, kann man auch so Magieschwert dann machen. Das finde ich persönlich auch ziemlich cool. Und da ich Final Fantasy 9 ja auch Let's Player werde, weil ich gesehen habe, dass es das endlich im PlayStation Store als Digitalversion gab, muss ich das einfach Let's Player. Und das ist mir persönlich ein riesengroßes Anliegen, weil das zu meinen Lieblingsspielen gehört und ich will euch das natürlich auch nahelegen. Deswegen werde ich das auch Let's Player und da gibt es dann halt auch wie bei Chrono Trigger diese Möglichkeit mit Magie und Schwertkampf als Combo. Aber dort sind die Endsektor, während hier tatsächlich... Oh, was macht er dann hier? Fingerkanone oder was? Während die hier eigentlich standardmäßig sind, diese Combo-Angriffe. Oh. Dann hat ein bisschen Magie noch gewirkt. Bei Chrono war es am erfolgreichsten, aber das war's dann. Hallo, mach mal ernst. Das wird mir verdammt gut tun. Oh. Und diesmal ist Kenzyrus tot, der dich beschützt. Ja, Werkzeug mir entgegenzustellen. Allerhaupt, der hat jetzt mehrere Phasen, der Typ. Aber wenn er ernst will, dann kriegt er auch ernst. Habe ich absolut kein Problem mit. Aber jetzt werden wahrscheinlich seine Angriffe erheblich höher sein. Und der Schaden wesentlich stärker ausfallen. Ja, wesentlich jetzt vielleicht nicht, aber schon stärker. Geht mal drauf auf den Eierkopf, auf den Blauer. Aber das sieht echt aus wie so ein Alien aus Namek. Also man sieht hier auf jeden Fall auch wieder Akira Toriyamas Feder, die fürs Charakterdesign zuständig war. Oh! Das war jetzt aber nicht gerade sehr nett. Wir warten jetzt nochmal ab. Frog darf attackieren und wir machen jetzt hier zur Sicherheit mal einen Aura-Wirbel. Ich hätte ganz gern dafür, dass wir alle mal geheilt werden. Ja, sehr schön. Finde ich auch sehr schön die Methode, statt auf alle einfach zu zielen. Und oder mit alle einfach so zu heilen, dass man hier so einen Combo-Heilangriff auch macht. Oder beziehungsweise so einen Combo-Heilwirbel. Finde ich persönlich hier sehr schön gelöst im Spiel. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich mag das Spiel wirklich sehr. Ich habe am Anfang... Ja, da war ich noch relativ neutral, als ich Draghanger bin. Aber ich muss sagen, je länger und je öfter ich das spiele, desto mehr verliebe ich mich hier in das Spiel. Das ist absolut großartig. Und es macht einfach nur tierisch Spaß. Es hat sehr schöne Charaktere mit sehr schöner Geschichte und Hintergründe. Es hat auch interessante Böse zu bieten. Und es ist auch vom Gameplay her... Wow, halte mal eine Gaula. Das war ja echt übel. Und es ist so ein Gameplay auch einfach nur wunderschön gemacht. Also gerade für so ein älteres Klassikspiel, ich kann sowas von verstehen mittlerweile, warum das Game so viel Fangemeinde hat. Und warum das Spiel so gehypt wird. Ich kann es mittlerweile echt verstehen. Also warum das immer noch gehypt wird. Okay, nicht Combo. Oh scheiße, ich glaube das hat Frog gekillt, oder? Ja, das hat Frog gekillt. Belebung auf unser Fröschel. Und schmeißt ihm doch mal ein Medium Tonic noch hier. So, jetzt sind wir wieder einigermaßen auf dem Damm. Nee, also ich kann es echt absolut nur vollziehen, warum das Spiel immer noch als eins von der beste Super Nintendo Spiele gilt. Also bisher macht es mal tierisch Spaß. Ich bin jetzt nur gespannt drauf. Die letzte Prüfung, die so ein Spiel zu bestehen hat, ist immer, wie ist das Ende? Wenn das Ende nicht ist, dann kann das sehr viel versauern. Also wenn das Ende nichts ist, so rum. Oh, wow. Aber dafür gibt es einen Konter. Sehr schön. Combo. Apropos. Machen wir das nochmal so. Weil mittlerweile hat er ja mal einen recht starken Angriff zwischendurch. 99. Das hat aber weniger Schade gemacht als sein, ja, als eben jener. Frog attackiert und wir machen nochmal einen Aura-Wirbel.
105, das war etwas stärker. Vielleicht echt nicht verkehrt, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen aufrahmen von unserer LP. Puh. Jetzt muss aber rund mal wieder einfach nur so auf der Washing geben. Und Konter kriegt er noch dafür. Ah, das war's. Sehr geil. 500 Erfahrungspunkte gibt's, 10 Tech-Punkte, 1500 Gold. Unfassbar. Aber da ich Markus noch einmal schuldig war, bereue ich keine Minute. Okay. Einmal Schlitzer erhalten. Sehr schön. War das Seiklinge? Die ich jetzt für Chrono verwenden kann. Bringt aber nur 2 mehr und bringt die Geschwindigkeit auch noch um plus 2 hoch. Das ist cool. Das Katana Rotor die Magie erhobe und das erhöht die Geschwindigkeit. Nicht verkehrt. Frog hat ja wohl sowieso gerade das beste Schwert. Von daher lassen wir es mal gut sein. Ich glaube, im Vergleich zu dem, was wir ganz zum Schluss haben werden, ist wahrscheinlich Masamune hier die absolute Lachnummer. Aber trotz allem, es zählt noch als legendäres Schwert. Sehr schön. Jetzt haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit zu Raster. Was ich sehr gern nutzen würde. Alle nochmal fit. Dann können wir genauso wieder das Magierschloss speichern. Gut, perfekt. Ups, ihr wieder? Dann muss ich jetzt nicht nochmal irgendwas verschwenden für euch. Ihr könnt ja gerne rumtanzen und euer untote Party feiern. Aber ich würde mich jetzt dann gern Neva Slash noch Flea widmen. Dem Magier hieß es, glaube ich. Wollt ihr unseren Schatz? Ja. In dem Fall spielt ihr mit uns? Bitte, bitte, bitte. Igitt, 4 Schatter. Alle hopp. Euch kennen wir ja noch aus dem Knascht. In meiner Zeit als Knacki, so kenne ich das noch. Und, trifft das? Oh je, oh je. Trifft alles nicht. Dann machen wir halt wieder was anderes. Dann warten wir wieder, bis Male aufgeladen ist. Dann können die nochmal Runde Eiswasser spendieren für alle. Ja, Mann. Also diese physische Attacke scheint hier wohl wirklich kaum was zu bewirken. Aber ich denke, mit Eiswasser kriegen wir die. Ja. Ziemlich sicher. Das ist auf jeden Fall eine ultra geile Combo-Attacke hier. Combo-Magie-Attacke auch noch. Das hat man bisher auch noch nicht. Also wirklich, bisher hatten wir es ja noch nie, dass eine Combo-Magie-Attacke kommt. Von daher sehr wichtig. Einmal Barriere erhalten. Was ist Barriere? Da haben wir es als Objekt. Blockt 33% magische Angriffe. Können wir wohl im Kampf verwenden. Scheint wohl ein Kampfobjekt zu sein. Wird dann bei dem Flea bestimmt nützlich sein. Prinzessin Nadia, ich war ungerecht. Bitte komm zurück ins Schloss. Als Unfallopfer, mein Liebe. Uiuiuiui, was ist denn das jetzt für einer? Komplize, Vampir und Hexer. Okay. Tut mir den Gefallen. Komplize. Ich finde den Begriff schon so unglaublich räudig. Oh, 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 denn Heiltmagie. Der Hexer. Allerhopp, machen wir dich mal fertig, du Hexer. Wobei der eher wie so ein Vampir aussieht. Nee, Quatsch. Wie so ein Vampir. Wie sieht er dann aus? Wie so ein Djinn, wollte ich eigentlich sagen, ja. Bisschen sieht er wie ein Djinn aus, finde ich. Mit Hundeohre. Naja, wie auch immer. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Krone wird aufgestuft. Glenn wird auch nochmal aufgestuft. Hätte ich das gewusst, dass der eigentlich Glenn hieß, hätte ich ihn wahrscheinlich, nicht Frog, sondern Glenn genannt. Frog, euch geht's gut. Dagegen müssen wir etwas tun. Und dieselbe Konstellation wieder. Allerhopp, attackier doch mal der Hexer. Und, nee, das können wir jetzt auch nicht bringen. Ansonsten heilt es denn ja wieder, da ist der Schade ja wieder negiert. Also auf der Komplize. Und du wieder auf der Hexer. Gut, der ist schon mal tot. Kann sich Glenn hier um die Komplize wieder kümmern.
Und Male gibt ihm dann bitte der Recht. Aber vorher auf die Fledermaus für Chrono. Gott, das war's dann auch mit der Kreatur. Der kann sich auch verabschieden. Der speckige Komplize. Und das war's danach. Sehr cool. Male wird auch aufgestuft. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte hier, das Ganze. Chrono, also damit hast du deine Zeit seit dem Fest vergeut. Ich war schrecklich besorgt. Ja, jetzt ist So böse Kinder. Verdiene gerechtig Strophe. ja, der hat sich das mal hier als seine Mama verklebt. Dann geht man beide auf den blöden Hexer hier drauf. Können wir den auch so fertig machen. Male auf den. Da kann Chrono ihn nochmal attackieren mit der Waffe von Slash. Finde ich eigentlich auch nur gerecht, dass wir dann die Waffe einsammeln von den Handlanger. Auch wenn es die oberste Handlanger sind. Ich persönlich finde sowas eigentlich ziemlich cool. Mir gefällt es auch, wenn man in solche Spiele die Gegner effektiv auch flattern kann und ihr Zeug an sich nehmen kann. Weil ich denke, wenn ich Abenteurer wäre, würde ich wahrscheinlich auch mitnehmen, was ich nur kriegen kann. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man die Ausrüstung, wenn es denn eine stärkere ist, von seinen Gegnern mitnimmt. Oh, 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 das sieht aber auch olver aus hier, der Kerl. Warte mal. Machen wir erstmal mal ein bisschen Aura auf jeden. Damit wir hier auch absolut hochgeheilt in den Kampf reingehen. Das wird er wohl sein, oder? Der Kommandant. Der Magier Flea nehme ich an. Flea, Fragezeichen. Ja, da wird er wahrscheinlich gegen Magie relativ immun sein. MP-Sauger, stiehlt MP, du Sausack. Alle MP abgezwackt, so ein Mistkerl. Halt mal den Gaul ab. Das war nicht Flea. Wo ist denn der echte Flea? Hier drinnen. Ach, okay, ich hab's gewusst, dass die Fledermaus so einer ist. Oh, hoppla. Das ist eine Frau. Gibst du auf, kleine Kaulquapp? Wer ist es? Seid auf der Hut. Das ist keine gewöhnliche Frau, sondern Flea, die Magierin. Was? Ich bin ein Magier. Ups. Ich hab gedacht, das wäre eine Frau. Du bist ein Kerl? Männlich, weiblich, was bedeutet schon? Was bedeutet schon? Macht es schön, ich besitze genug davor. Armer kleiner Frosch, du bist sicher einsam, so ganz ohne Cyrus. Und in so etwas Ekliges verwandelt. Furchtbar. Aber da du da Freunde zum Spiele mitgebracht hast, werde ich es euch alles sehr angenehm machen. Ja, das ist mal wieder sowas typisch Japanisches mit androgyne Wesen als Schönheitsideal. Ist halt so bei Japaner. Okay, ups, Frog schläft. Und ich habe auch gedacht, das wäre eigentlich ein Typ, Frau, kein Typ. Naja, aber da ich diese eklige Prospektion gesehen habe ich halt echt gedacht, Flea wäre so ein ekelhafte Kreatur halt. Okay, also wenn man von so einem androgynen Wesen geküsst wird, schläft man offensichtlich ein. Und wieder wach geküsst. Und sogar Schade dabei gemacht. Anna Hopf. Dann drauf auf die Schniss. Prismastrahl, Herzl, dunkel. Oh, blind ist er jetzt auch noch. Armer Glenn. Wirkt doch mal einfach den Zauber Eis drauf, das wird mich interessieren. Oh, scheiße. Dann wirkt doch mal den Zauber Wasser drauf, bitte. Dann kann ich auch mal Heilung hier auf Frog machen. Ja, okay. Also Magie zieht bei weitem weniger ab als die physische Attacke. Deswegen war es wohl echt besser, dass wir da physisch drauf hauen. Aber ich finde den Hintergrund ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Also dafür gibt es nochmal einen Konterschlag auf die Schnauze. Und profunde Wetter. Okay. Ja, aber das kennt man ja, dass solche Böse in JRPGs halt ziemlich
Oder generell solche Charaktere, nicht nur böse. Das Stachen, Vlies, Herz, Magie. Ups. Offensichtlich sind sie ihm sehr verfallen. Dann wird es mal wieder Zeit für einen Aura-Wirbel, denke ich. Wenn sie es denn mitmacht. Ah, scheiße, da habe ich nämlich die Dinger davor. Maler. Wirkt doch mal Kraft auf Frog. Oh je, oh je. Ah, scheiße. Okay, der wird richtig garstig hier, der Kerl. Oh, leck. Tut mir das Maler auch weg. Objekt. Gibt da noch... Gönn dir mal selber so Tonic Medium. Chrono, gönn dir mal ein Ether Medium. Da können wir nämlich auch lustige Sache wieder machen hier. Und truffende Wetter. Das Starren. Scheiße, das killt wieder Maler. Wir brauchen aber Maler auf jeden Fall. So, wieder truffende Wetter. Ja, sehr schade. Dafür geht es aber richtig mit dem Crit auf die Schnauze. Und er macht auch nochmal einen Crit hinterher. Sehr geil. Okay, ich muss warten, bis sie soweit ist. Ah, Mann. Also so langsam ist das echt nervtötend. Belebung. Ich merke schon, wir beide werden hier keine Freunde. Kraft auf Chrono. Der ist schon ziemlich nervtötend hier und das wird auch heute etwas längere Episode. Aber dafür kriege ich halt beide Kommandante hier. Das ist doch auch schon mal viel wert, finde ich. So. Wo wird ein Aura-Wirbel möglich? Frog, Druff, Wetter, Kraft. Oh, Mensch. Fucke Doodle Du. Chrono, Beleben, Maler. Froggy. Toll, Froggy ist schon tot. Dann machen wir nur Belebung. Wenigstens ist das seine Blindheit so los. Kraft auf ihn. Damit die zwei Kämpfer wenigstens wie Ensto stehen. Weil die sind wichtig, um weiter hier Schade zu reißen. Das ist halt deren Job. Sehr schön, das machen sie auch sehr gut im Job mit den Crits. 500 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte und 1000 Gold. Wie kann das sein, Sir Markus? Tja, jetzt ist wohl der Kommandant Schrägstrich die Geliebte von Markus weg. Allerhaupt, was Falle gelost hat. Ach, einmal Magiepiller. Na gut. Wenn das alles war, dann würde ich sagen, wer war dann jetzt wieder an der Reihe bei Magie? Ich glaube, Chrono hat zuletzt wieder gekriegt. Deswegen ist jetzt Male dran, weil Glenn ist immer nur... Ich glaube, Glenn ist immer nur so punktuell. Aber kann auch sein, dass man immer in alle Zeiten natürlich achte bei Händen. Das wird sich zeigen. Aber was sicher ist, würde ich sagen, dass jetzt die Zeit kommen ist, um hier meinen Cut zu machen, nachdem wir beide Kommandante erlegt haben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo es weitergeht in Markus Schloss. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.